Ciao, ihr wunderschönen Menschen. Willkommen bei einem neuen Battlefield 3 Commentary. Und heute geht's, wie schon oben steht, um das Thema, ja, das allgemeine Vorurteil. Sind Spiele schuld an schlechten Noten? Und ich denke, es ist eine sehr, ja, einfache Antwort. Nein. Ich sage das nicht, weil ich ein Fan von Spielen bin. Wie man sieht, ich habe über 1000 Videos auf YouTube. Nein, das ist wirklich nicht der Grund. Ich denke einfach, Spiele sind nicht schuld an schlechten Noten, weil das ist bloß die halbe Wahrheit eigentlich. Die ganze Wahrheit ist eigentlich, was ist schuld an schlechten Noten, müsste man beantworten mit der Antwort, Hobbys, ja. Ich würde schon sagen, dass Hobbys schuld sind an schlechten Noten, und wenn man einfach dann nicht so konsequent ist, dass man jetzt sagt, ich habe jetzt keine Ahnung, ja, ich muss jetzt morgen schreibe ich eine Deutscharbeit oder eine Sozialkundearbeit, wie ich zum Beispiel, und ich sage jetzt, ich lerne aber nichts, weil ich zu faul bin, weil ich lieber zocke irgendwas, ja. Das ist zum Beispiel inkonsequent und da ist zwar jetzt das Spiel schuld, aber das Spiel ist mein Hobby, ich spiele gerne, ich sage, das ist wichtiger jetzt für mich als Lernen, deswegen mache ich es nicht. Es ist ja auch so, wenn ich jetzt, das kann man übertragen, das kann man auf alles übertragen. Ich kann jetzt auch sagen, ich lerne nicht, weil ich jetzt lieber ein Buch schreibe. Ja, ich will ja gerade ein Buch schreiben. Wirklich, ich will jetzt wirklich ein Buch schreiben. Kann ich jetzt sagen, ich mache das lieber, ich gehe später ins Bett, bin morgen in der Früh müde, weil ich eben lieber mein Buch schreiben würde, weil es mir einfach wichtiger erscheint. Weil ich einen Scheißdreck drauf gebe, wie viel oder wie gut ich in der Arbeit bin, ja. Oder anderes Beispiel. Ich habe früher gezeichnet, ich habe wirklich gut zeichnen können, ich habe wirklich sehr gut zeichnen können. Und ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich habe wirklich sehr gut zeichnen können. Und habe halt wirklich lange gezeichnet, weil es einfach wirklich wundercool, wunderschön war, super, hat Spaß gemacht. Und dann dachte ich mir, ja, habe ich keinen Bock auf Schule, ja, dann scheiß ich drauf, ja, sozusagen. Dann lerne ich halt gerade nichts, weil ich zeichnen will. Also, ich finde die Behauptung völlig übertrieben, dass Killerspiele, ja, ich habe es gerade gelesen, diesen Ausdruck, tut mir leid, dass ich es gerade so genannt habe, dass Ego-Shooter, was sie auch sind, es sind Ego-Shooter, dass Ego-Shooter eben schuld sind an schlechten Noten. Völliger Schmarrn, ja, völliger Schmarrn. Dann verbietet doch bitte auch andere Hobbys, wie zum Beispiel eben gerade erwähnt, Zeichnen, warum bist du hinter mir? Zeichnen zum Beispiel verbietet, weiß ich nicht, mit Kumpels ausmachen, verbietet am Wochenende fortgehen, also weggehen, ich wollte jetzt nicht fortgehen sagen, das ist der bayerische Akzent, den ich habe. Aber so, ich finde, ein Scheißdreck sind Killerspiele, Entschuldigung, schon wieder erwähnt, tut mir leid. Ein Scheißdreck sind Ego-Shooter, Spiele allgemein eigentlich schuld an schlechten Noten. Es wurde ja auch gesagt, Spiele sind schuld und nicht Ego-Shooter, ja. Deswegen auch mal ein bisschen unterscheiden hier. Ja. Weil man weiß ja, Ego-Shooter sind ja schuld an Amokläufen und so. Das sind ja, genau. Also da kann man die nicht auch für schlechte Noten verantwortlich machen. Nee, das geht so nicht, nee. Muss schon konsequent sein hier. Also, Ego-Shooter, bloß Amoklauf und Spiele bloß Noten. Ja, Scheißdreck, oder? Wie denkt ihr darüber? Sind Spiele schuld für schlechte Noten? Würde mich interessieren. Und ich würde wirklich gerne eure Meinung hören, weil es mich mal wirklich interessiert. Also es interessiert mich alles, was ihr sagt immer, aber diesmal interessiert es mich halt noch mehr, wirklich, ja. Weil wir sind ja davon betroffen sozusagen, weil die meisten von euch werden ja noch in die Schule gehen. Es gibt einige, die nicht mehr in die Schule gehen, aber die sind halt in der Arbeit. Oder man könnte ja auch sagen, ja, weiß ich nicht, ich bin schlecht in der Arbeit, ich habe kein Leben mehr wegen wegen Spielen und so. Und da gibt es ja auch den Vorteil, dass man dann introvertiert wird, in sich gekehrt wird. Aber ich finde, das kann man nicht so allgemein sagen. Es gibt einzelne Fälle, da ist es so, ja, aber im Großen und Ganzen kann man das auf keinen Fall so sagen, weil, ja, wie viele Menschen gibt es, die ein normales Leben haben sozusagen, die Kumpels haben und so weiter, die es auch zocken, also, ja, woran Spiele immer schuld sind, ich verstehe es auch nicht, warum machen alle Spiele für alles schuld, das verstehe ich nicht,
Wenn man einen Sündenbock braucht, wenn man einen Schuldigen braucht, wir könnten sagen, Spiele sind schuld. Ey, das ist gut, ja. Ich würde nicht denken, dann sind Spiele schuld. Ist doch klar, oder? Ja. Also schlechte Noten würde ich auf keinen Fall sagen. In den USA gibt es ja schon Schulen, die Minecraft unterrichten. Aus dem Grund, weil die argumentieren so, wenn das Kind dann lernt, neue Sachen zu bauen und zuerst mal wird die Kreativität angeregt, was echt nicht schlecht ist, weil einige Kinder können nicht mal, also kleine Kinder jetzt, können nicht mal Sachen benennen. Ich meine jetzt keine kleinen Kinder, die nicht sprechen können, nein, ich meine Kinder, ja, so im normalen Alter die Sachen benennen sollten, ne? Und das können die nicht. Das sind aber nicht die Spiele schuld, mein Gott, das sind die Eltern schuld, ja, Erziehung ist da schuld. Und das ist aber ein anderes Thema, ist auch scheißegal. Ist auch wirklich nicht wichtig. Was ich meine jetzt immer noch, dass Spiele wirklich an nix schuld sind. Also ich meine jetzt an nix, nein. Spiele sind nicht an schlechten Noten schuld, an Amokläufen oder was auch immer da genannt wird, an was Spiele schuld sind, ja. Also es gibt einige Sachen vielleicht, muss ich mal nachdenken, wo Spiele schuld sind. Ja, keine Ahnung, ich weiß es nicht, an was. Es wurde wissenschaftlich bewiesen, dass Spiele auf die Psyche Einwirkung haben, ja. Aber es wurde auch bewiesen, dass man nimmt ja auch was mit von Spielen. Also ich lerne ja auch was sozusagen durch Spiele. Das müssen keine Lernspiele sein. Ich denke, es gibt keine Spiele für mich jetzt. Ich bin in der 12. Klasse, da brauche ich keine Lernspiele, wo ich gelernt bekomme irgendwie, ja, Bernoulli-Experimente und stochastische Unabhängigkeit oder Analytik, Analytik, weiß ich nicht, wenn ich jetzt ausrechnen soll, wo ein Hochpunkt von einer vierten Grade, von der Parabel mit dem 4. Grad ist, das ist Schwachsinn, ja. Hört sich so an, ist auch so. Und das braucht man eigentlich gar nicht erwähnen, ja. Das ist ja fast ein Axiom, ist es ja. Und das braucht man halt nicht, aber es ist ja, na klar, man lernt von Spielen was. Das ist ja, man lernt von allem. Und man lernt von der Umgebung. Das ist, ich könnte jetzt auch anfangen mit irgendeinem Schmarrn, weil die Umgebung ist ja die Umwelt. Das ist ja nach Freud ein sehr wichtiger Punkt in der Erziehung des Kindes. Und genauso wie die Anlagen und die Selbstbestimmung. Aber darauf will ich nicht einkommen. Nein, das ist jetzt was ganz anderes. Deswegen sage ich es auch nicht jetzt.